Super windiger Tag, Leute, hier in Las Vegas. Wir haben Donnerstag. Wir starten unseren Tag erstmal mit Frühstück im Whole Foods, weil es hier am besten schmeckt. Essen war ja lecker. Whole Foods ist immer lecker, Leute, gesund und lecker. Im Venetian gibt es im Moment so eine Promotion, dass die alle 15 Minuten eine Hi-Hat ausbezahlen. $150 gibt es da. Ja, und die Tische, also die haben auch irgendwie die meisten Tische. Es sind, glaube ich, 19 Tische laufen im Moment. Also werde ich jetzt erstmal rüberfahren zum Venetian und gucken, was da so geht. Nojan. Yes, 412. Thank you very much. Geparkt haben wir im Mirage, Leute. Nummer 1, ich wollte zu Fuß rübergehen, damit ich euch ein bisschen was vom Strip filmen kann. Und Nummer 2 haben die hier einen Starbucks, also kann ich mir einen Kaffee holen und rüberlaufen. Und die machen Selfie. I'm filming for YouTube. You want me to take a picture of you? Sure. Thanks. You're welcome. Here's the best. I'm actually from here. Oh, really? It's a new life for me, yeah. It's a new life for me, yeah. It's a new life for me. It's a new life for me. So, Kaffee-Check. Wir gehen geradeaus im Mirage rüber zum Venetian. Das Venetian ist genau, also hier ist das Mirage und da ist das Venetian. Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen, für die, die noch nie in Vegas waren. Obwohl wir drin sind, haben wir einen eigenen Himmel. Da ist Wasser, so ein Kerl auf einem Boot, der singt für einen sogar. Der fährt einen hier komplett einmal durch die Shopping Mall. Und ja, alles wie in Venedig aufgebaut, obwohl wir drinnen sind. Und ja, schmeckt halt. So, wir sind im Boca Room angekommen. Wir haben 4:30 und wir werden auf jeden Fall bis 9 mindestens hier spielen. Let's go. Halb 10, Leute, Session im Venetian beendet mit einem Minus von $500. Vlog, run good, wie Andronim immer sagt, hat leider ein Ende. Nichts hat einfach geklappt heute. Ich hatte irgendwie keine Ahnung, ob das an meinem Image lag oder was auch immer. Jedenfalls habe ich voll aufs Maul bekommen. Ich treibe jetzt zum Beispiel Pre-Flop mit Königen. Flop kommt 9 hoch runter. Es wird zu mir hingecheckt. Ich wette die Könige und werde gecheckraced. Checkraced All-In, der hatte so 120 oder so vor sich. Und ich call das und der zeigt einfach mal 4, 6, der hat einen Gutshot gehabt. Hat einfach mal All-In gestellt, weil er mir nichts geglaubt hat. Der dachte, ich würde folden, ich habe gesagt, wie Ass hoch oder sonst was. Aber also das hat er zumindest gesagt. Und ja, dann macht er mit der Hand dann Runner Flush. Und ja, das war die erste Lage, das war in den ersten 20 Minuten direkt verloren. Dann habe ich halt mit kleineren Pötten geschafft, wieder Break-Even zu kommen. Ich war nur noch so $30 down und habe dann alles wieder an einen Super-Duper-Fisch verschenkt. Der hatte irgendwie 2 Hände davor, der war Tilt. Der hatte 2 Hände davor $400 an einen anderen verschenkt mit Pocket 10ern gegen Könige. Flop ist einfach irgendwie so 8 hoch oder was auch immer.
Und die gehen halt Flop All-In und da hat Pocket 10er. Wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Ja, jedenfalls habe ich dann die Chance gehabt, eine Hand gegen ihn zu spielen. Ich raise Preflop auf 15 mit Ass-Dame in Herz. Es gibt 2 Caller und der Fisch, also der Kerl mit den 10ern, der ist auch in der Hand. Flop kommt nun Dame hoch, Dame 5, 6, liegt kein Flush-Draw da oder so. Wette trotzdem $30. Der eine Kerl foldet, Fisch callt. Turn kommt jetzt 9 in Karo, da liegt jetzt also ein Straßdraw und Flush-Draw. Und da er so oder so nichts foldet, dachte ich mir, bette ich mal ein bisschen größer und wette 75. Und ja, callt er, Snap Call. River kommt jetzt ein König. Ich wette nochmal, hat er, wenn er King Queen hat oder so, dann ist halt mies. Ich habe einfach vor Value gebettet, um ehrlich zu sein. Ja, was ist? Er pusht all in. Ich habe nicht mehr viel dahinter gehabt. Ich war committed. Folden tue ich die Hand sowieso nicht mehr. Und er zeigt jedenfalls Bube 10. Hat dann einfach Flop die $30 bezahlt mit Bube hoch. Turn kriegt er einen Straßendraw rein und River macht er die Straße, macht Runner nochmal Straße. Und ja, das war die zweite Ladung, die ich dann verdonkt habe. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir jetzt 500 down, was nicht so schlimm ist. Was viel schlimmer ist, ich habe keine Ahnung, wie ich aus dem Venetian komme. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren. Wir haben kurz vor 10, glaube ich. Ich werde nach Hause fahren, duschen, frisch machen und treffe mich dann noch mit dem Eric. Eric ist der Boss von HD Poker. Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, uns einen Drink zu gönnen irgendwo. Ich denke, wir werden zum Cosmopolitan fahren und den Fabian dort besuchen. Eine Stunde später sind wir wieder zurück auf dem Strip. Jetzt im Cosmopolitan. Wir treffen den Eric. Okay Leute, ich hatte zu viele Drinks heute. Wir waren unterwegs mit den HD Poker Leuten. Fabian war noch da. Wir sind im Cosmopolitan. Bevor das Ganze jetzt hier ausartet, wollte ich euch danken fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank fürs Teilen und abonnieren! Abonnieren! Yeah, subscribe! If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out Mr. Dorson on pokermarket.com.